Liebe Leute, wir sind's wieder. Die letzte Folge hat hart gesackt, oder? Ja, ja. Wir schauen mal, wie es in dieser Folge weitergeht. Wir starten mit einem Tod. Denn was anderes können wir nicht machen. Wir haben immer nur die Challenge vor uns. Ihr seht das hier unten. Die 8 roten Münzen ohne den A-Knopf betätigen und somit auch nicht Damage kriegen. Und ja, das ist alles irgendwie nicht so ganz optimal. Ich habe in der letzten Folge sehr, sehr heftig auf die Fresse gekriegt und deswegen hoffe ich jetzt mal, dass wir Lethal Lava Land sehr, sehr schnell abschließen können. Shifting Sandland hat ja dann doch noch irgendwie funktioniert. Wait, ich mach's einfach wieder so, oder? Okay, nein. Der war erstaunlich smooth. Okay, okay. Okay, jetzt bau keine Scheiße. Weil sowas mache ich sehr, sehr gern. Kommt Damage kriegen! Ich krieg Damage. Ich hasse diese 3D-Wahrnehmung in dem Game. Ja, aber ihr mittlerweile habe ich es drauf, also ist ja egal, weißt du. Ja, ja. Was? Was? Normalerweise sollte das nicht möglich sein. Hä? Man kommt normalerweise nur auf die oberste Stufe. What? Oh mein Gott. Ja, ja, ja! Ich brauch mehr Speed. Ich brauch mehr Speed. Die Kamera ist so zum Kotzen, echt. Okay. Ich versteh's nicht. Ich mag langsam nimmer, Mann. Warum ist das immer so? Nur damit ihr versteht, warum ihr das immer so kotzt. Ein Analogstick sollte doch normalerweise in jede Richtung steuern können. Was macht dieser Hu hier? Steuert nur in 8. Das ist so wirklich lächerlich, oder? Ey, das muss man sich mal vorstellen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, es ist mittlerweile wirklich kein Stress mehr. Ja, genau. Und genau. Das ist der Punkt, den ich eigentlich vorher gemeint habe. Du kommst normalerweise nur auf die erste Stufe. Und nicht ganz hoch, so wie ich vorher irgendwie sofort geschafft habe. Ja, Anfängerglück, aber es kann halt nicht immer so schön sein. Genau so. Ich sollte meine Klappe halten. Ich wollte gerade sagen, ja, genau so, einfach mal ein bisschen selbstbewusst hier reingehen. Und es einfach mal machen. Aber das ist eigentlich schon wieder zu viel verlangt, quasi. Genau, einfach so nach oben direkt. Was eigentlich normalerweise, weil es wissen, es auch normalerweise nicht geht so, ja. Aber ey, bitte. Dann machen wir es halt einfach so, ne? Oh mein Gott! Ich hab's eigentlich schon käme sagen, dass ich das jetzt sowas von Rotze verkack. Weil ich einfach den B-Knopf gedruckt hab. Ich hab gemeint, die Kamera wird jetzt wieder spinnen. Steuerung sagt jetzt irgendwie, ein bisschen zu weit rechts, fällst wieder in die Lava. Ich hab einfach B gedruckt und hab somit meine Balls einfach gezockt, weil die massiv sind, okay? Weil die massiv sind. 64 Sterne. Mario 64. 64 ist ein Stack. Es konnte nur schief weitergehen. So Leute, wir tryen Lifesaver. Erstmal in die Lava springen. I love it so much. Woo! Gut, Hasswelt haben wir bisher, glaube ich, auch gefunden, da die Song. Wir improvisieren einfach mal dabei. Ich habe keine Ahnung, wo die ganzen One-Ups sind. Aber ich glaube, wir werden uns schon ein bisschen was zusammenkratzen können. Aber eins weiß ich definitiv, und das ist so arschig und so schwer. Das zeige ich euch jetzt. Wir haben jetzt einfach schon 3. Es ist sehr, sehr schnell gegangen. Vielleicht nicht schlecht, weil wir sehr, sehr viel Leben verbraten haben. Wir müssen hier um diesen Kreis rumlaufen.
geht's um diesen Kreis, um diesen Pinöpel. Keine Ahnung, wie das gehen soll, aber irgendwie erst so ja auftauchen. Jetzt. Er ist da und haut ab. Und haut ab. Und er haut ab. Und er haut ab. Bruder, wen magst du eigentlich verarschen? Ist mir egal. Ist mir egal. Ich brauch das One-Up und ich hab's nicht gerückt. Komm jetzt, wir forcen den Shit jetzt. Komm her. So. Jetzt sind wir auf der sicheren Seite, oder? Jetzt können wir es ja schon eigentlich nur mal verkacken, oder? Was ist das denn? Ich hasse es, wenn er das macht. Und ich weiß ja nicht mehr, warum er das macht. So. Das war ein richtiger Arschloch-Move von diesem Bowser-Puzzle. Na! Das gibt's nicht, das gibt's nicht, was ist denn halt los? Nur zum Verständnis jetzt. Ihr nimmt die Folge hier noch der vorherigen auf. Der ganze Dog möchte mir einfach kaputt machen. Also jetzt zum Schluss raus. Das war so ein guter Dog. So. Mama musste einfach geforst werden. Und das war gerade so eine Stelle. Es war halt so viel einfacher, hätten wir die Koopa Shell, mit der wir auf der Lava gleiten konnten, aber die ist noch nicht da und ich weiß nicht, wann die kommt. Muss man irgendwie zuerst einen Bowser besiegen oder... Ich weiß das leider nicht. Deswegen müssen wir einfach mal weitermachen mit dem, was wir haben. Und uns 4 Leben holen. Und sogleich das 5. obendrauf. Oh mein Gott. Mir fällt gerade was auf. Kennen wir überhaupt alle sammeln? Die darf nicht so eine Scheiße machen. Weil hinter diesem Klotz da links ist, glaube ich, auch nochmal... Hallo? Seit wann machst denn du was zu mucken, ne? Naja, seit der letzten Folge. Der habe ich schon genug auf die Fresse gegeben. Also hier. Das meine ich. Wir sollten erstmal Full Life sein. Dann mal schauen. Was ist das jetzt? Jetzt kommt die Kamera so blöd. Es ist einfach nur Schikane. Einfach Schikane. Ich weiß nicht genau, wo ich mein Glück verbraucht habe. Aber irgendwie ist es das. Was? Lass mich vielleicht einmal was machen hier. Das ist ja völlig absurd hier. Junge, wie viele Sterne muss ich denn noch freilegen, um endlich mal mein Ding machen zum Keiner? Ja, bin ich dumm oder was? Dennoch rechts. Diese Welt, ich hasse sie zutiefst. Ich hasse sie zutiefst. Und ich darf diese Welt also nennen. Scheiße. Scheiße bist du! So, jetzt gehen wir es ausprobieren. Was ich die ganze Zeit versucht habe, aber jetzt gehen wir wieder nicht lassen. Weil wenn es nicht funktioniert, dann kann ich sowieso eine kleine Tonne kloppen. Also dieses Achievement fürs Erste. Nettes Game. Wo ich das kann ja hier in die Tonne kloppen. So, es funktioniert. Perfekt. Dann machen wir jetzt da weiter, wo wir aufgehört haben. Und jetzt kommt die große Scheiße wieder. Es ist wieder so eine 50-50 Chance. Oder na, war es schön, wenn es eine 50-50 Chance war. Es ist viel weniger. Ich will dieses One-Up. Ich will es so sehr haben. Natürlich. Ja, wunderbar. Leute. Wundert euch nicht, falls mein Skill jetzt massiv nach oben schnellt. Ich habe jetzt umgeschalten. Ich habe jetzt einfach umgeschalten. Nun, ihr wollt vielleicht behaupten, das war nicht skillig. Ich würde behaupten, das Game trollt mich massiv. Perfekt. So, und jetzt kann ja der Spaß wieder weitergehen. One-Up hier. One-Up. Hier. Ja, hier. Nachdem ich Double Damage schon wieder gerückt habe. Schön. Die Welt ist so gemeingefährlich, Alter. Es ist echt nicht feierlich für einen Challenge-Anfänger. So, und das letzte One-Up, weiß ich nicht. Können wir mal spekulieren. Jo, das war aber auch völlig okay. Noch zum Schauen. Das letzte One-Up befindet sich im Vulkan. Und wo ist jetzt dieses One-Up? Ja. Genau!
Du möchtest mich doch wirklich nur mal hier bis aufs Letzte prüfen, oder? Ja, hier. Das klappt mir Chorsau. Aber für die 8 roten Münzen, ohne Damage und ohne Springen und für alle 8 Leben in Lethal Lava Land habe ich eine halbe Stunde gebraucht. In diesem Part. Im letzten Part habe ich es ja auch schon ein bisschen probiert. Naja. Wundervoller Tag, oder? Naja, und wisst ihr, was das Schönste ist? Wir sind immer noch nicht fertig mit dieser Welt. Aber ich mache jetzt erstmal definitiv eine Aufnahmepause. Ja, genau. Das spiegelt ungefähr alles wieder, was halt passiert ist. Leute. Kurzer Cut für euch. So Leute, ich bin back. Für euch war es nur ein kurzer Cut. Für mich aber wieder mal eine ganze Woche. Denke mal. Ja. So. Wie ihr schon seht, starten wir wieder mal im Lethal Lava Land. Und hiermit habe ich eine Mission, die vermutlich nicht ganz so leicht ist. So müssen wir 90 Coins auf der Schelle einsammeln. Wir dürfen heute nicht runter. Ich weiß auch nicht, wie machbar das sein wird. Aber ich gebe natürlich mein Bestes. Und vor allem weiß ich auch nicht, wo die ganzen Coins überhaupt sind. Wenigstens haben wir es wesentlich leichter, uns hier fortzubewegen. Sonst bin ich ja immer mit der... Ah, ey, du bist wichtig. Mit der Wing Cap dumm gewesen. Nice. 5er. Der 5er müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Oh. Okay. Scheiß auf das One-Up. Die Mission haben wir eh schon geschafft. Sag mal, ey, kennen wir eigentlich die Bullies damit irgendwie hitten? Ja. Aber die kennen uns ja gar nichts, oder? Hey, das funktioniert ja mega gut so. Okay, und den lassen wir mal gekonnt in Ruhe. Ja, sehr gut. Da hat die Kamera aber wieder gemeint, sie muss wieder Unfug bauen. Nein. Das war die falsche Mission. Und da ist nämlich das Problem, man muss die 6. Mission auswählen, damit die Cooper Shell überhaupt erscheint. Und ja, das habe ich googeln müssen. Danke übrigens mal wieder an Reddit, weil die sind da einfach die Kings, was sowas angeht. Da findet man Sachen, die man vorher nicht gedacht hat, dass wir nötig sind. Dann fetzen wir hier mal gleich ganz rum. Ich glaube, ich mache das jetzt so, dass ich wirklich ja erstmal alles an der Seite abgras. Ich mach jetzt erstmal hier noch den Bulli, darf man nicht vergessen. Great. Was so? Ey, die Kamera macht nicht mit an dieser Stelle. Die Kamera mag nicht, dass man an den Anfang des Levels schaut. Die dreht sie immer weg. Mann, ey, ich konnte jetzt bei so einer Aufgabe schon wieder Nerven verlieren. Ich möchte, dass das einfach gut vonstatten läuft. Denn, wenn ihr das so richtig bemerkt habt, dann ist auf meiner Liste eine ganz andere Nummer. Und ich habe in der 2. Folge ja bereits angesprochen, dass noch was kommt, was nicht so schmackhaft wird. Und ich glaube, heute ist der Dog gekommen, beziehungsweise die Folge ist gekommen. Ich frage mich, ob wir den... Können wir die Coin von dem Kollegen hier A erhalten oder pflückt er einfach straight up? Ah, sie pflückt der Reh. Okay, und man steckt fest. Auf jeden Fall sammeln wir hier erst mit den Red Coins, weil die natürlich einen saftigen Boost geben von 16. Oh! Und wenn das Bowser-Puzzle ausgefüllt ist, dann kämen auch nochmal ein paar Münzen raus. Die darf man natürlich auch nicht vergessen mitzunehmen, weil die sonst verschwinden. Jede einzelne Coin ist wichtig. Wenn man schön springt, dann hat man Gott sei Dank ein bisschen Zeit, seinen Speed auszugleichen und gleichzeitig sich zu positionieren. Uiuiui. Wir sammeln zuerst diese Coins und dann killen wir die. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Perfekt, perfekt. Wir haben 60. Das ist ein bisschen eine weirde Kamera, aber I take it. Warum schaffe ich es nicht irgendwie das One-Up zum Sammeln? Ich meine, klar, ist ja egal eigentlich, aber so, das Auge. Es ist egal, wie langsam du bist. Wenn du eine ganze Umdrehung um das Auge gemacht hast, dann hast du es geschafft. Okay, nur 8 Coins. Wo kriegen wir die 8 Coins her? Hier. Bau keine Scheiße. Oh mein Gott, hier. Nummer 5. Free. Und jetzt nur noch 3. Nur noch 3. Leute, wir haben's. Yes! Und jetzt mach mal.
Lethal Lava Land. Endlich fertig. Also gleich, ich muss so kurz in den Vulkan rein. Brauchen wir mal über Coins. Die letzten Coins für Lethal Lava Land. Und damit haben wir den 100 Münzstern und Full Course in the Lava Land. Eine Welt, die mich nur mehr als gebrochen hat. Mit einem Stack Achievements, da die sagen, kannst du weitergehen, oder? Es ist Zeit, den Keller abzuschließen. Wir müssen das Bowser-Tor öffnen. Dafür braucht man ja nur 30 Sterne. Wir haben hier 65, also wir sind sehr gut dabei. Also Bowser. Was ist los, ha? Er hat eine komische Barriere aufgebaut. Und was passiert, wenn wir da reingehen? Wie kämen wir denn? Welt 9. Dire Dogs. Board Bowser Sub. Und er spielt wieder eine altbekannte Musik. Das ist eine Hai. Okay. Jetzt mittlerweile schon mehrmals angesprochen. Ein Achievement, vor dem ich richtig Schiss habe. Und vielleicht mit eins der schwierigsten, definitiv. Wir kämen in einer Welt, wo Bowser ein U-Boot hat. Und das ist irgendwo im Keller stationiert. Die Frage ist nur für was. Und normalerweise wäre hier der erste Stern. Jedoch bleibt er uns verwehrt, denn wir haben eine andere Mission. Ihr seht es ja schon überall. Red Coins und die müssen wir jetzt sammeln. Ja, also Leute, es wird crazy. Wir müssen erstmal hier hoch. Okay, dann schon mal die erste Red Coin einsammeln. Die ersten beiden sogar. So, die nächste Coin können wir mit einem Triple Dive Jump hoffentlich erreichen. Ja. Yes! Da ist es. Nummer 3. Die nächste Coin ist recht simpel. Eigentlich nur mit einem gezielten Long Jump darüber, genau. So. Nummer 4. Die Hälfte ist geschafft. Man möchte meinen, das ist gar nicht so schwer. Jawoll. Nummer 5. Simpler Wandsprung. Ah. Yes, Nummer 6. Geilo. Nur mit zum Verständnis für euch. Normalerweise wären oben an den Gittern so Poles, die immer hin und her fahren, an denen man sie festhalten kann. Und genau für diesen Moment habe ich eigentlich trainiert. Das wird dann wahrscheinlich nur später im Video kommen. Oder im nächsten Part, je nachdem. Ihr werdet sehen, was ich damit meine. Okay, der nächste ist crazy. First try! Geil, Mann. Nur noch die letzte Münze. Und ich habe so Schiss vor dem bisher gehabt. Es ist erstaunlich gut gelaufen. Nur jetzt kommt der Killer-Moment. Jetzt kommt der Killer-Moment. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich den Stern sammle. Das klappt mir keine Sau! Ich hab das gerade geflasht! First try! Was? Der Pro spricht da wieder aus mir. Was zum Ich hab gerade nachgeschaut, das Internet spricht die ganze Zeit darüber, wie schwierig dieser Sprung ist. Finally, after 1 million attempts. Ihr erinnert euch an Piratenbucht Panik, oder? Part 2. Wie ich da ausgeflippt bin. Das war auch so ein Move, der da dazu zählt. Ich muss nur den Stern sammeln. Ja! Yes! Endlich! Fuck ja! Das gibt mir so einen Boost jetzt. Also ich fühle mich gerade wirklich heftig. Jetzt ohne Scheiß. Ich habe Videos geschaut von Menschen, die wirklich gut in dem Spiel sind. Die wirklich richtige Cracks sind. Die dann sagen, das ist so ein Relief, diesen Jump zu schaffen. Und ich first try den. Ich habe den noch nie in meinem ganzen Leben versucht. Meine Damen und Herren, das war offiziell
Der einzige Stern in diesem Set, den man verpassen kann. Ich hab gemeint, sobald man einen Stern gesammelt hat, geht diese Mauer da weg. Aber nein, sie verschiebt sie von anders. Aber okay. Denn wenn man den zweiten Bowser besiegt hat, dann verschwindet auch sein U-Boot. Wir haben praktisch seinen Unterschlupf zerstört. Und somit funktioniert das Achievement nicht mehr. Denn es besagt dann einfach, die Red Coins zu sammeln, noch bevor die Submarine verschwindet. Nach der Aktion habe ich jetzt wirklich ein bisschen Schiss, dass auf einmal Stromausfall ist. Denn wir hatten letztens einfach mal One. Das ist nicht so nice. Aber was? Scheiß drauf. Wir beenden jetzt hier den Part. Ich save das lieber ab jetzt mal kurz. Es war ereignisreich. Ich bin sehr happy und konnte es noch nicht ganz fassen. Ich glaube, ich muss erst einmal den Part geschnitten haben, damit ich es erst noch mal so richtig check. Ah, das ist geil. Hey, ich lese hier gerade nur mal unter so einem Video, wie viele Leute da verzagen. Many tries. Und lauter so Zeug. Oh mein Gott. Leute, den ersten Part findest du in der Endcard, Spoiler Island ist. Bewertet und definitiv nicht vergessen für diesen geilen Move hier, Alter. Ja! Manchmal kickt's. Bis zum nächsten Mal.